Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Hier stehen wir wieder einmal am Bus, diesmal von außen. Und zwar wollen wir unseren Kanal aufgeben und machen das Dummtüch runter, damit wir den privat weiter nutzen können. War natürlich ein Scherz. Das Ding sieht Niklas und meiner Meinung nach aus absolut scheiße aus von außen. So, deswegen haben wir uns überlegt, verpassen wir dem Ganzen zum Frühling passend für jetzt einen neuen Anstrich. Und zwar haben wir uns auf die Farbe schwarz-matt geeinigt. Kommt wohl, denke ich, ziemlich fett. Dazu haben wir uns dann auch nochmal überlegt, weil wir ja immer viel zu viel gesehen werden von außen, dass wir die Scheiben eigentlich so Rollos da dran machen, aber ja, weiß ich, Rollos, das ist auch alle irgendwie Käse. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, die Scheiben von innen zu folieren. Wie viel Prozent? 70, 80, irgendwie sowas? 75, glaube ich. Ja, guck mal, goldene Mitte. 75% Tönung. Ja, weil wir möchten mit dem schönen Gerät natürlich auch mal ins Freie fahren. So wie da die schöne ländliche Sonne genießen. Und da ist es natürlich absolut von, ja, wie soll ich sagen, absolut bescheiden, wenn man dann richtig am Suchten ist auf der Glotze und man sieht nichts, weil die Sonne da so reinscheppert. Deswegen muss das sein. Cool. Stefan weiß da noch gar nichts von. Genau. Der immer die Dummtüch-Treffen. Ja. So, ja, Stefan weiß von dem Ganzen, es ist gerade ein Prank. Nein, Stefan kommt wieder, anderer Bus. Nein, ja, wie gesagt, wir haben uns das genüsslich bei ein, zwei netten Pieps Unterberg und ein paar genüsslichen Jägermeister Energy haben wir uns das genauestens überlegt. Ja, deswegen wird das jetzt gemacht. Stefan hat quasi noch eine Enthaltung. Der darf nachher streichen. Ne, besser nicht. Ja, wie ich nun mal schon begonnen hatte, hier sieht man es, unsere alten Schriftzüge. Die ganze Suppe habe ich jetzt hier schon mal vorher angeschliffen. Stellenweise muss ich mit 40er Körnung voraus, weil teilweise richtig extreme, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber hier saß mal Aufkleber und wenn man da mal drüber hergefühlt hat, dann hat man richtige Kanten drin gehabt. Ob der dann anschließend nochmal überlackiert wurde, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall die ganze Scheiße mit 40er vorgeschliffen und nachher nochmal mit 60er drüber. Der eine oder andere wird mit Sicherheit sagen, Schleifspuren. Wenn ich sage, man sieht Schleifspuren, dann hat man definitiv zu wenig Farbe verwendet. Wohlbekannte Bauernblind. Immer schön dick auftragen. Ich zeige jetzt nur das eine Malheur. Ein Malheur? Das ist das erste Malheur. Oh. Dezent Spachtelmasse aufgetragen. Wenn ich hier mal bitte zeigen darf. Oh. Aber wenn ich das jetzt messen könnte, wären das so locker ein Zentimeter. Pipapo locker. Hier können wir nochmal die Zwischenschichten uns begutachten. Hier, was ist denn hier für eine Gülle hinter? Ja. Ne? Welche Farben dieser Bus alle mal besaß. Mal so eine Art vielleicht olivgrün mal gewesen. Oder Gammel. Noch schön. Ja. Das war die erste Gülle-Lackierung, die weltweit erfunden wurde. Die wir natürlich nicht weiter verfassen möchten. Oh. Ja, Stefan, ich würde mal sagen, 2K Kleber in das Loch rein und schnell den anderen Reifen wieder davor. Noch hat es keiner gesehen. Jetzt weiß ich auch nicht. Komm schnell wieder davor, Stefan. Passiert nichts. Das Ventil ist ganz hinten, der drückt das rein. Hier. Ach so. Einen langen Pinöppel. Also kann man jetzt nie wieder auch nachfüllen. Haben wir hier noch nie gemacht. Wollt ihr aber gerade. Ja. Was ist da denn los? Lederzeug. Viele fragen immer noch, warum wir darauf keinen TÜV bekommen. Hier eine kleine Kostprobe. Und das ist nicht nur hier so. Aber ich denke, das erste halbe Kilo an Spachtelmasse haben wir gleich durch. Dabei habe ich nur punktuell ein paar gute Stellen. Oh. Oh, schön. Hier ein paar so Ecken. Hier war mal ein ganz großes Loch, da haben wir jetzt ein Stück vom Golf eingebaut. Hat sich so angeboten. Passt rein zufällig genau da rein.
Ich vermute hier schon mal ein ganzes Paket draufgegangen. Schön. Ja, wie geht das jetzt, ne? Man nimmt jetzt aus dem schönen grünen Pöttchen und dann macht man einfach so irgendwie. Halt die Fresse, Junge! Ich hab den ersten Pot auch schon durch, du dummes Stück Scheiße. In der Zeit, wo du auf dem Schacht saßt. Nicht. Die Rohre wieder geklappert haben. Stefan? Kannst du mir erzählen, dass ihr alte Leitung zu Hause habt? Halt's Maul! Ach nee, da lag nicht an der Rohre. Ach so. Jetzt Vollmarkt sein Auto gerade gerammt. Mach ich aber nicht. Sieht die Schütze so aus wie Stefan Wir seine. haben sein Auto gleich. Mit dem Bus über. Oh, mal gucken, wie das Auto beschissen aussieht. Ein bisschen Bindung wäre nicht schlecht. So, vorübergehen. Aber im Rost ist er doch gar nicht so leicht. Ne? So, Rost ist fast weg. Aber eins muss ich sagen, das ist echt geiles Zeug. Das darfst du gerne mit verlinken, würde ich behaupten, weil das ist wirklich geil. Aber dann irgendwo, Voll die Fasern drin hier. da wo wir den Bus von innen ausgebaut haben, haben auch irgendwelche wieder geschrieben, dass das ein reines Product Placement und so war. Ja. Wohl haben wir gar nichts gemacht. Egal welche Werkzeuge man nimmt, es ist immer falsch. Weil die Leute immer meinen, das wäre dann Werbung dafür, aber irgendwelche Werkzeuge muss man da benutzen, oder? Das stimmt. Ohne geht's ja auch nicht. Außerdem ist es ja auch nur ein ganz kleiner Anteil von Leuten, die diese Behauptungen immer in die Kommentare schreiben. Viele andere von euch, muss man natürlich auch sagen, sind immer brennend interessiert, was wir überhaupt so verwenden, weil der ein oder andere sich auch gerne Maschinen zulegen würde. Allerdings immer fraglich, da steht, so, wer hat jetzt überhaupt mit welche Inspiration, keine Ahnung, wie soll ich es nennen? Dumm. Ziemlich dumm. Ob man weiß, ob das jetzt was taugt oder nicht. Ja, wie gesagt, viele durchforschen einfach stundenlang das Internet in der Hoffnung, dass irgendwo mal jemand einen Erfahrungsbericht geschrieben hat, aber so nichts Passendes findet. So, und da helfen wir natürlich sehr gerne weiter. In dem Moment, ja, wir mussten auch erstmal drauf hinkaufen. Der eine oder andere hat beruflich sowieso schon mit den Maschinen zu tun gehabt von Bosch. Bezüglich jetzt Bosch. Gibt natürlich auch viele andere, aber selbst unser Tischer mussten wir leider davon überzeugen, dass diese andere grüne Marke nicht so geil ist wie die andere grüne Marke. Hä? Aber ich denke, das ist uns erfolgreich gelungen, ihn davon zu überzeugen. Ja. Nee, man musste einfach meine Hand gehabt. Finger weg! Stefan? Ich weiß ja nicht, ob der Mittagessen auch mal so aussieht, aber. Nee. Ebens ein Stefan. Ein Stefan mit einem Bim. Jetzt bald den Dummtüch-Song. Oh ja! Der wird schierer wie jeder jemals gehörte Song von einem YouTuber, der so schier, der wird euch alle aus dem Leben boxen. Dazu soll es sogar vielleicht ein Musikvideo geben. Macht jeder YouTuber Spoiler! sein eigenes Lied. Ja, aber wir machen natürlich Tanzverbot. nicht nach. Tanzverbot, das kann man ja nicht Video nennen, oder? Bitte. Bitte nicht. Nicht Lied nennen. Kein Lied, geschweige ein Video. Übrigens, Gruß geht raus. Wieder ein Doppelpiece raus. Ah, Doppelpiece und so. Ein Doppelpiece. Für die Schienen da draußen. Ich glaube, der freut sich. Mann, deine Lampe jetzt abkleben, du Dussel! Du Teppichfliese! Hasse Diesel-Kaltstart. War ja kein Kaltstart. Oh doch. Der war eiskalt. War ja richtig warm schon. Der hat sogar schon gebrannt, so warm war der. Oh. Dann ist er zum Glück wieder ausgegangen. Ich hätte mein Lack gerne gerührt, Stefan. Fahren noch ein paar Maschinen vorbei. Was? Wir richtig fahren ja immer dauerhaft Maschinen vorbei. Fliegt hier immer richtig schön Staub rum. Was das genauso wie es da draufsteht? Nein, der macht das nicht so. Halt's Maul! Mach das jetzt so, du! What? Was ist denn da drin? Das ist ein super Spritzbild. Da sind Brocken drin.
Stefan, kannst einfach. Vom Lack kommt's nicht. Da wo liegt gerade aus der Dose. Nicht ordentlich durchgerührt. Doch, geschüttelt, das ist ja genauso gut. Nichts zerkommen lassen. Nee. Jetzt noch 2 Stunden warten, die auf den Kopf stellen. Mindestens. Wenn nicht sogar 3. So, jetzt will ich erstmal die schönen Brocken auch vom Grund aufnehmen. Weil wir können das ja jetzt filtern. Wir waren jetzt bei einem Fachgeschäft, die uns kläglich versucht haben, ein Filter, wie nennt man es, ein Sieb, ein Filter für Lack zu geben, der sich allerdings so mittlerweile aussieht. Die gibt es gar nicht mehr mit Papier und unten so ein bisschen und so. Ich meine, jedes 3-jährige Kind weiß ja mittlerweile, wie so ein Ding aussieht, oder? Oh, schön sauber geworden hier. Oh, jetzt wird das schon hart. Hey, siehst du? Oh, Boah. das klingt gut. Stand sogar extra noch eine Sonderanfertigung auf dem Eimerdeckel. Ja, Ja, die mischen den erstmal. leider schief gegangen. Zum Umrühren? Müssen wir einmal bitte die Firma erwähnen, wo man auf keinen Fall Lack kaufen darf. Wir machen hier keinerlei, nein. Wir machen Anti-Werbung Anti-Werbung. und Outfluencer. Ach, du hast schon aus dem Umrühren, Nö. Also ich hab keine 3 Liter Lack. Das ist mehr. Stefan, das ist so viel Lack, wie auf dem Eimer steht. Ja, 3 Liter. Ja. Und mit dem Härter sind es dann. Ah, 4,5? Lass mich was. raten, weil es Ja. 1,5 Liter. Oh. Ist ja ein Ding. Ja, Boah, du bist richtig pfiffig. das zählt man eigentlich mit dazu. Ich wusste nicht, dass das noch mit dazu kommt. Als Maul. Ist das Black Racing? Hey, mir kam es gerade in den Ach so. Sinn. Okay, dann kommt jetzt Aber ich nochmal in den vermute, wenn Sinn. wir Black Racing genommen hätten und einfach den Härter gekauft hätten, hätte das genau den gleichen Effekt Das gehabt. stimmt. Und der Vorteil ist, das Wasser perlt sofort ab. Anti-anfällig auf Dreck. Er mag Dreck eigentlich. Hauptsache Stefan kann man einigermaßen lackieren ohne Läufer.de. Eigentlich ja. Kann lieber zweimal dünn machen. Was heißt eigentlich? Doch. Heute nicht, heute hast du einen schlechten Tag, oder was? Genau jetzt nicht. Aber jetzt habe ich einen schlechten Tag erwischt. So, und jetzt mit Bremsenreiniger gleich von der anderen Seite ausgüllen. Nee. Ich will da keinen Läufer drauf sehen. Keinen. Ich wäre eine Rolle schneller gewesen. No. Da gibt es aber echt bessere Lacke von der Verarbeitung. Die falsche Düse. Falschen Druck. So, das geht jetzt, oder? Oh. Oh. Und zu dick. Ja. Überall gleichmäßig drauf. Wie so ein paar Wolken, Stefan. Oh, toll. Schäfchenwolken. Schlafen. Schwarze Wolken. Gewitter. In Neuss. Ah. Ich finde, du machst das ganz klasse, Stefan. Da hast du eigentlich keine Lackmaske auf. Dann wunderst du dich, warum du Nasenbluten hast immer. Warum du Blut hustest und kackst und alles. Gesundes Hustenblut, hörte ich. Ah, das ist ein Filmzitat. Ja, schon wieder ein Filmzitat. Das errät aber keiner. Das errät wirklich keiner, gesundes Hustenblut. Mal gucken, wer dann der schiere Erste ist. Ah, der kriegt so ein Herz.
Dann steht der Kommentar ganz oben, wenn man ihnen so ein Herz gibt immer. Ah. Dann sieht jeder den Kommentar, ja. Aber ich will es doch hier erst abschleifen, bevor wir jetzt so... Lackier jetzt! Ich hau die gleich. Ja, halt's Maul! Willst du wieder Nasenbluten haben? Das ist doch wieder jetzt Verschwendung! Seht zu, dass die Fläche schwach Ich mach hier weiter. Junge, ob du behindert bist? Ja, ist doch so! Ja, bist behindert, weiß ich. Schon wieder zu dick. Junge, du bist so ein Amateurlackierer. Nicht mal einen richtigen Schlauch kannst du auch mit Pistole machen, so dämlich. Das Panzerband. Dein Maul. Wir kaufen die schiersten Klamotten, du kommst nicht klar auf die Sachen. Nee, die stiersten. Ich hab meinen Trecker alles in einen Gang gemacht. Ja, kein Wunder, so sieht der aber aus. Da ist keine Deswegen Läufer hast du den dran. auch noch nicht veröffentlicht, weil er so scheiße aussieht. Der Kompressor ist echt leise, ne? Für 97 Dezibel. Ja, ich muss schon sagen, voll verdammtes Volumen, du. Komm nicht einmal, ey. Einmal Kessel voll, immer voll. Einmal Kessel voll, toll. Und Stefan, Und Niklas. was machst Ich mach den Bus schön. Ja, Ja, wir müssen ein paar farbliche Akzente setzen. Schwarz-Matt ist natürlich doch schon, naja, also sieht geil aus, aber ohne farbliche Akzente ist das nichts, ne? aha. Deswegen wird das jetzt Fertig lackiert. Green, British Racing Green, nein, keine Ahnung. Und das da, ja, Marc, wird Silber. Den Polen. Klebst du das jetzt ab? Ich klebe das jetzt fachmännisch Stefan-like ab. Aber wenn ihr sich fragt, wie man das macht beim Restaurieren, Ich glaube, manche wissen gar nicht, was du jetzt gerade wirklich da machst. ja, ich klebe ab. Aber mit Den dem, Reifen runterziehen. was ist denn das für ein Zeug? Das ist schönes, gutes, altes Stauchfett. Ah, Das ist nicht mal alt. Das gute alte. cool. Wenn gar nichts mehr geht, Stauchfett hilft. Dann sehen die Reifen auch nachher wieder aus wie neu. Wenn nichts geht, stauchfett.de. Das hat sich jetzt nun mal nicht gereimt, aber da Das kann stimmt. Stefan ja nichts für. Aber DE war da drin. Immer schön großflächig einschmieren hier. Nicht, dass da nachher noch irgendwelche Substanzen drankommen. Wie Lacke. Immer schön auftragen, ne? Toll. Und Stefan, was ist, wenn wir jetzt hier an den Felge kommen? Wie machst du das dann immer so? Scheißegal. Einfach drüber jauchen oder wie macht man das dann? So, richtig fachmännisch. Stefan, jetzt erklär mal bitte eben, Was du da tust. was das jetzt wieder für ein komisches Ding da drunter steht. Das? Nee, Ach, unser Wagenheber. Schön mit Druckluft. Brauchst du anschließen und. euer Wagenheber. Und was ist das? Nein. Oh, ich dachte schon. Was ist das hier? Was ist das? Das? Unsere neue. Nee, ist ja nicht mal unsere. Eine Druckluftfettpresse für faule Leute. Cool, für dich. Ja, faule Und was Leute. ist das jetzt hier so alles für eine Technik? Das ist Luftbalg. Da ist die Luft drin. Das ist Das ist die Federung. wie Tuning beim Auto, nur dass das Ja, hier right. cool ist. Man könnte den Bus ganz einfach höher und tiefer legen mit dieser Stange. Aber unten kann man die einstellen mit einem Langloch. Aha. Verstellt man das ein wenig und schon kann man den höher und tiefer fahren. noch mehr von? Ja, unten im Keller glaube ich. Was ist das denn für eine Gülle, ey? Oh Junge, der spritzt aber raus, ey. Er hat gespritzt. So. Fündig geworden? Eine einzige. Ei. Das war jetzt gar keine.